In dem kleinen Dörfli hoch oben im Norden wohnt der Samichlaus. Der Samichlaus ist nicht wirklich der Samichlaus, aber jeder hier im Dorf nennt ihn so. Und der Grund dafür ist auch ziemlich offensichtlich. Er ist ein älterer Herr mit einem weißen Rauschenbart und einem runden Bauch, der meistens rötliche Hemper trägt. Um das Bild komplett zu machen, wohnt bei ihm auch noch ein altes, graues Eseli. Wie der Samichlaus wirklich heisst, weiss da glaube ich niemand so genau. Er lebt eher zurückgezogen am Rand des Dorf und hat wenig Kontakt zu den anderen Bewohnern. Er ist aber stets freundlich und lächelt einem zu, wenn man ihn beim Bäck oder in der Kirche am Sonntag trifft. Er hat die Aura von einem liebenswürdigen Grossvater. Es hat etwas Beruhigendes, ihn draussen zu sehen. Und im Moment noch mehr als sonst. Es gehen in letzter Zeit nämlich komische Sachen vor hier in diesem Ort. Gewisse von uns glauben sogar, es spuke. Ganz ehrlich, so ganz abwegig ist das nicht. Mein Schuppen hat einfach so angefangen zu brennen. Bist du sicher? Der Polizist hat doch eine Kerze gefunden. Aber die hat doch nicht ich dort da. Und vor allem, das war doch eine Grabkerze. Es scheint einen Brandstifter umzugehen. So viel ist sicher. Ob menschlich oder übernatürlich. Immer wieder brennen die Scheuren, Gartenhäuschen oder Garagen. Eine Ursache findet man meistens keine. Und wenn doch, dann macht sie kaum Sinn. So wie beim Schuppen von der Frau Meier. Glücklicherweise ist noch niemand verletzt worden. Aber wenn das so weitergeht, ist das nur noch eine Frage der Zeit. Die Brände sind auch nicht die einzigen Sachen, die geleitet werden. Vor vielen Haustüren liegen immer wieder Dutzende Tannenzäpfe in einer mysteriösen Formation. Als Pentagramm. Der fünfzackige Stern, der meistens in Verbindung mit Hexerei oder Satanismus gebracht wird. Und dann passiert's. Bei einem Brand im Stall vom Bauer Hofstetter gibt es ein erstes Opfer. Ganz ruhig, Herr Hofstetter. Erzählen Sie mir noch mal, wie Sie die Elsa vorgefunden haben. Als ich in der frühen Morgenstunde den Rauch geschmückt habe, bin ich sofort mit einem Kübel Wasser rausgerannt und habe versucht, die ersten Flammen zu löschen. Das hat nicht geklappt. So habe ich angefangen, alle Kühe aus dem Stall rauszutreiben. Mein Knecht hat in der Zwischenzeit die Feuerwehr geholt und die Kühe auf die Weide geleitet. Aber eine hat gefehlt und darum bin ich wieder in den Stall hineingespurtet. Und dort hinterst hinten habe ich sie gesehen liegen. Die Elsa. Ihre hellbraunen Flecken waren schwarz vor Ruß. Der Schwanz ganz verbrannt und ihre Augen. Ihre Augen. Sie waren ganz trüb. Die Elsa ist tot. Meine arme, herzige Elsa. Das Monster wird das büssen. Aber, Herr Hofstetter, Rache bringt Ihnen die Elsa auch nicht zurück. Machen Sie sich nicht noch unglücklicher. Wir kümmern uns um den Fall. Sie geben sich auch wirklich Mühe. Es wird aber ziemlich schnell klar, dass der Fall eine Nummer zu gross ist für die örtliche Polizei. Mit gerade mal 5 Beamten auf dem Posten können sie kaum alle Vorfälle abdecken, geschweige denn vor den nächsten beschützen. Darum gibt es nur eine Lösung. Eine Bürgerwehr! Wir brauchen eine Bürgerwehr! Das ist es! Wir bilden verschiedene Gruppen und jede Nacht patrouilliert eine durch die Gasse. So machen wir dem Verbrecher dann schnell den Gar aus. Ja, der Schelm hat sich mit den falschen Leuten angelegt. Noch in der gleichen Nacht machen sich ein paar von uns auf den Weg durchs Dorf. Sogar der Samichlaus hat sich uns kurzzeitig angeschlossen. Mit Laternen bewaffnet leuchten wir um jede Ecke, jedes Gebüsch und hinter jede Mauer. Die Nacht bleibt ruhig. So scheint es zumindest, weil am nächsten Morgen liegen wieder Pentagramm auf einigen Fußmatten und bei der Frau Hildebrand liegt eine riesige Tanne quer über ihrem Garten. Ein Grossteil von ihrer Ernte ist kaputt. Und dann ist auch noch ihr Küngel vom Ast getroffen worden und hat sich eine Pfote gebrochen. Wie hätte das passieren können? Wir haben doch aufgepasst wie Häftli-Macher. Ich kann es mir wirklich auch nicht erklären. Der Samichlaus ist ja zuhinterst gelaufen. Er hat vielleicht etwas gesehen. Ja, wo ist der eigentlich? Der war plötzlich verschwunden. Komischer Vogel. Egal, ob wir jetzt vollständig sind oder nicht. Wir müssen heute Nacht besser vorbereitet sein. Ich bin dafür, dass wir uns bewaffnen. Bewaffnen? Die wenigsten von uns haben doch eine Waffe daheim. Sind doch mal ein bisschen kreativ. Da findet ihr schon etwas. Heute Abend, bei Einbruch der Dunkelheit, versammelt sich unsere Bürgerwehr also erneut beim Dorfbrunnen. Das Mal bewaffnet. Der eine hat einen Knüppel, die anderen Mischgabeln und wiederum andere haben ihre Küche oder die Werkstatt plündert. Auch der Samichlaus ist wieder am Start. Er hat doch tatsächlich eine Beige von dünnen Zweigen dabei.
Wahrscheinlich, um sie als Route zu brauchen. Er sieht irgendwie ernsthafter aus als sonst. Er lächelt nicht. Und auch seine Kleidung ist irgendwie langsam ein bisschen dreckig. Die Vorkommnisse scheinen ihm recht zuzusetzen. Aber man kann es ihm nicht verübeln. Uns allen nicht. Und die Verzweiflung steigt heute Nacht noch mal mehr an. Das Haus vom Bürgermeister, es brennt lichterloh! Feuer! Schnell! Holt die Feuerwehr! Aber das kann doch nicht sein! Wir sind doch erst gerade daran vorbeigelaufen! Samichlaus, hast du als Schlusslicht jemanden entdeckt? Samichlaus? Er ist weg! Also langsam finde ich das ein bisschen verdächtig. Absolut, der hat doch Dreck an seiner Route. Habe ich schon immer gedacht. Ob wir mit unserer wachsenden Sorge wirklich recht haben? Schon morgen werden wir es herausfinden.